Mercedes bringt an seiner zweiter Generation de GLC SUV als Plug-in-Hybrid op de Marché. Er soll méi Luxus, méi Technik a méi Offroad ubieden. Komfort mat, a mir können net zu summen herausfannen. Äußerlich huet beim neue Mercedes GLC der SUV-Version vun der schwäbischer C-Klasse net viel changeiert. Wat wirklich neiers ass ënner dem Blech verstoppt. Wir werden doch viel Experimenter machen, wann het gut lebt. Zter 2015 dem Verkaufsdepart vun dëser Bauerei goufen iwwer 2,6 Millioune Gefierer verkauft. An ass dummer der Zter denen zwelächte Joren de meescht verkaufene Mercedes-Modell. Vis-à-vis der gezeechent klassischer Form vum Viergänger zeechen sich beim neien GLC de Look dynamische Hut. Mat 4,70 Meter assen 6 cm Milan geroden, an dozo 4 mm mi Flach. Sein Bret bleibt mat 2 Meter dieselwicht. Sein Radstand wiest 15 mm op 2,89 Meter an sein CW-Wert fällt von 0,31 op 0,29. Zäite vun der Karosserie an Radköchten wirken loe bësse méi vu Kraft gezeechent, an den hënnechten Deel or an der Fachspruch e bësse mi knackig. Optional ginne doch nach Trittbreder, die awer un unserem Testauto gefehlt hunn. Proprietäre vum Viergängermodell dürften sich relativ séier am neue Modell empfangen. Aufgesehen vom übliche Benz schick mat XL Display mat viel Pianoslack an so gut wie kein traditionell knapp a Schalter méi erinnert am Interieur nach Munches und die aktuell C-Klasse. Den Touchscreen as tätlich mi groß gin wirkt auch harmonisch an dat Gesamtbild vom Tableau de Bord ran. Den Touchpad an der Mitte vun der Konsole as verschwonnen, so dass se lo nimmen nach mat de Fangeren heigeschafft gëtt. Oder mat der Madame gequatscht gëtt, die Info an engem Mac vom MBUX-System wundt. Engen Erhellung mat der Madame, die an unserem Test aber net immer do wär oder uns falsch verstanden. Flott Grafiken an eng logisch Handhabung stehen auch im Programm vom Infotainment-System. Wer doch net steiert als Klimabedingung, die auch im Ekran gelandet ist. Temperaturerstellung as immer gut ze gesinn, an der Recht vom Klimamenü ass man engem Druckknapp auch gut abgebaut. Mir wären Drehdreckknapp trotzdem leber gewircht, weil eng Touchbedingung lenkt de Schoff vom Fuhren auf. So wie auch man Fanger iwwer die viergesinne Flächen Wollern zu wischen, wie zum Beispiel beim Ausstelle vom Musikton dacks zu engem Glücksspiel gehen. Lohnere Worte zu der Offer auf Platz am Interieur vom GLC SUV. Der Komfort ist perfekt, an Knubbeln an der Straße gut zu verdauen. Hier haben Mercedes-Ingenieuren gut Arbeit gelegt, für allem am Elektromodus, weil wenn heute Benziner ausspringt, könnte ein Ton vom Motto auch nicht mehr härter rüber. Irgendwie muss ich auch heute den erstklassigen Burmeister-System mit seinen 15 Haut-Parleuren an einer Leistung von die 700 Watt ja auch bezahlt machen. Von der Offer auf Platz stehe noch Genen von der C-Klasse raus. Trajent gehört ausdrücklich gelöft zu gehen, nicht zu Müll, aber bequem und ergonomisch top. Reihe 2, Bein, Schöller a Kap, wo genug Platz für komfortabel kutschiert zu gehen. Mit der neuen Generation bietet mal ein Ladevolumen von 470 Liter und a Reihe 2 von den Sitzen umgelöst, kommen bis zu 1530 Liter raus. Der GLC ist überaus gut motorisiert. Ein Verbrennungsmotor für die langen Strecken und eine Abladung und der Steckdose für die Kurzstrecken. Los aber deutlich mehr geschieht, wie ihn auf den nächsten Blick feststellen kann. Beim GLC 400e 4matic verbindet Mercedes effizient mit dynamischer Kraft und en plus ein hohen Komfort. Unter dem Capot steht ein 4-Zylinder, 2 Liter Verbrennungsmotor, den 252 PS Leistung hat. Und da könnt ihr auch nach die Elektromaschine von 136 PS dabei. Mir steht dann eine Systemleistung von 381 PS und das bei einem maximalen Drehmoment von 650 Nm. Sein Sprint von 0 auf 100 km/h lädt bei 5,6 Sekunden und sein maximal Vitesse bei 237 km/h. Und das alles über den 9G Tronikboard. Wobei dieser Verbrennungsmotor ein gut Vibrationsarm legt, aber nicht das Feeling von einem 6- oder 8-Zylinder rübergeht.
Das Tatsache zwingt ihn zu einer Entschädigung vom Gewissen. Kann ihn sich lo bei dieser voll angepackten Dürbel-Motorleistung zurückhalten? Kein Sorge, ich konnte es. Weil nur einer gewissen Zeit lässt das Verlangen nur der Maximalvitesse auch noch. Beim Druck auf den Startknopf geht es mal für uns elektrisch führen. Und das dank seinem 31 Kilowattstunden Akku, nämlich ein Strecke bis zu 130 Kilometer. Und mit der Kraft von 440 Newtonmeter buxiert die Elektromaschine den 2,4 Tonnen schweren SUV flink durch den Stadtverkehr. Sogar auf Auto wohnen wir auf den Straßen. Meist hat der Stuttgarter SUV auch problemlos immer mit leichtem Fuß, rein elektrisch, bis zu einer Vitesse von 80 km/h bis 100 km/h. Lo ist die fleißige Arbeit vom 4x4, dem GLC 400e Plug-in-Hybrid, auch in einer bestimmten Lebenssituation gebunden. Und der Steckdose vom Familienhaus kann es schon bis zu 3 Stunden dauern. Per Konter und einer schnellen Ladestation 20 Minuten drauf gehen, für den Akku von 0 auf 80% abzuladen. Auf unseren 350 Kilometer Test hatten wir einen Spritverbrauch von die 4,5 Liter, wo Mercedes von 0,5 bis 0,6 Liter auf 100 Kilometer laut WLTP schwätzt. An der Stromverbrauch lag auch die 22 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Laut Mercedes steht Heizöl von 20,5 Kilowatt. Für mich ist diesen SUV ein guter Allrounder, für allem von seinen Dimensionen her zum gefehlten Mittelklasse-Gefähr angestuft gehen. In den leicht über knüpplige Straßen weg könnt und en plus seine Langstreckefähigkeit auch sich durch eine kultivierte Suspension am Interieur bemerkbar macht. Für das Reportage in der Automotorshow aufzuschließen, kann ich nicht mehr sagen, dass der GLC an Punkt der Technologie ein guter Allrounder ist und sich auch proper an das Leben von seinem Besitzer installiert. Wenn du nicht der typisch Mercedes für einen interessanten Basispreis, mehr eine Optionslöscht mit den Wünschen vom Klient, die keinen Ende kriegt.